Ganz einfach gesagt, der Zug fährt heute, es ist teuer. 17,40 Franken ist relativ viel Geld. Auch wenn du es halbtags hast, ist es immer noch ein halbes Vermögen. Du wirst einfach nicht gesehen, nicht gehört. Was hast du schon zu sagen? Du hast ja kein Geld. Oder was müsst ihr so viele Kinder haben? Ihr habt ja so schon nichts. Das sind die Sachen, die du dann eben hörst. Kino, Film, Theater, Zeitschriften. Einfach das kannst du nicht machen. Du kannst nicht mitreden. Du kannst nicht in die Ferien gehen. Du kannst dort nicht mitreden. Ja, die Sozialarmut kannst du nicht verstecken. Du kannst nicht teilnehmen. Also der Armut betroffen sein. Also ich sage, wir sind meistens so auf dem Grat oben. Also wir können auf beide Seiten runterfallen. Es macht irgendwo traurig, trotz allem. Bei mir jetzt selber geht es sehr auf die Psyche. Es schließt vieles und es ist einfach wieder etwas, was du nicht siehst. Und viele können das nicht akzeptieren, dass es so ist. Daheim haben wir soweit nichts gemerkt in meiner eigenen Familie. Aber mein Mann ist krank. Ich habe ihn krank nicht kennengelernt. Und zudem hat er einen Tiefpreislohn gehabt. Und das war dann eigentlich der Anfang. Im Vogelsang-Treff bastle ich in der Regel. Man kann egal mit wem reden. Mit Moslems, mit Leuten, die gerne Durst haben, mit solchen, wo du genau spürst, da kann gar nicht alles stimmen, was der Mensch sagt. Mit einer, die du gerne nicht verstehst. Aber wir reden gleich irgendwie miteinander. Jetzt mache ich für den Treffpunkt selber gerade die Weihnachtskärtchen wieder. Die Arbeit bedeutet, dass ich trotz allem noch fähig bin, um etwas zu machen. Es ist sehr wichtig, vor allen Dingen sage ich auch für die Psyche selber, dass man ein Stück weit das Gefühl hat, ich werde noch gebraucht. In der Gesellschaft würde ich mir wünschen, mehr Akzeptanz. Wenn man jetzt im Ausverkauf ein gutes Kleidungsstück gekauft hat, dass dann quasi nicht hindurch getuschelt wird. Schau mal, jetzt habe ich gemeint, die haben nichts, aber jetzt läuft sie gleich so um. Es wird nicht gefragt, wieso oder wie hast du das gemacht.